Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII Uff Pelzig. Und ich habe mich jetzt entschlossen. Nachdem wir 4 Teile lang nur Optionales gemacht haben, mache ich noch ein bisschen weiter in der Hauptstory, weil ich kann's noch machen. Es ist nimmer viel, bis es zum Endkampf kommt und dann muss ich eben auch die optionale Sache machen. Aber es gibt noch eine Sache, die ich machen kann, bevor es losgeht. Da findet die Entscheidung statt und hier muss ich erstmal hingehen, um in der Story weiterzumachen. Sephiroths Energiebarriere ist zusammengebrochen. Sid, kann's Luftschiff reinkommen? Er ist mein Pilot, oder? Natürlich kann er überall hingehen. Stimmt, tut mir leid. Hey, Gott, Sith, was denn jetzt? Moment mal! Scarlet? Heidegger? Was denn los? Seltsam, ich konnte Presi nie mehr erreichen. Nicht zum Präsident, zu Sister Ray. Huch, was denn los, Reeve? Du babbelst so komisch. Das ist alles unwichtig. Der Ausstoß von der Reaktoren nimmt ganz schnell zu. Moment mal, das war unklug. Es muss 3 Stunden abkühlen oder es geht nicht mehr. Das geht nicht, er lässt sich nicht mehr bedienen. Die Maschine ist auf Großrechnerbetrieb umgestellt. Wir können das nicht mehr bedienen. Was ist mit dem Großrechner? Wer... Ey, ruf den Großrechner! Wie? Warum erteilst denn jetzt du die Befehle, hä? Es ist mir wurscht, wie ihr's anstellen. Dass es der Endzusteller noch wirklich vernünftig ist. Aber... Da ist einer. Wart nur, Sephiroth, ich werde dir mehr Marco geben, als dir lieb ist. Hojo, halt! Die Kanone im Midgar ist in Gefahr! Oder 2 Midgars. Lächerlicher Preis. Hojo! Hojo! Zeig's mir, Sephiroth. Er ist no. Überschreit die Grenze zum Wissen. In deiner Gegenwart ist die Wissenschaft machtlos. Ich geb noch, wenn auch ungern. Lass es mich nur sehen. Okay, der ist vollends wahnsinnig, Woche. Ey, du warst du große Katz. Och Gott, wie er so betröppelt hergeschleppelt kommt. Wir sinken. Hojo macht das alles allein. Hä? Das gefällt mir nicht. Du bist verhaftet, Reeve. Jetzt ist es zu spät, um es noch zu verbergen. Kann er den Marco-Reaktor nicht stoppen? Wir können es nicht stoppen. Du bist von der Annelien, oder? Warum ist das unmöglich? Den langen Weg hinter uns, also versuch jetzt nicht, uns nein zu lächeln. Ich kann dich nicht zwingen, mir zu vertrauen. Du Dappiger nah, verstehst du dann gar nichts von dem, was ich sag? Die Annelien ist mal grad scheißegal, wenn du ein Mann bist. Ne, wenn du ein Mensch bist, dann rettest der Planet, liegt da dann überhaupt nichts dran. Niemals! Wenn wir den Reaktor abschalten, bricht die Hölle los. Warum? Kannst du denn etwas Ventil schließen? Ja, es ist einfach, die Ventile vom Reaktor zu schließen. Aber unter dem Reaktor sind Schächte, damit die Energie entweichen kann. Wenn die erst einmal offen sind, ist es unmöglich, sie zu schließen, ohne dass alles in die Luft fliegt. Und wir können nicht versuchen, die Ausströme von der Energie zu verhindern. Explosion! Die Explosion wird viel stärker als die Explosion von Reaktor 1. Verdammt nochmal! Vergiss es, die Kanonen, wir müssen noch mitgehen, das ist jetzt das Wichtigste. Muss zuerst der Hojo stoppen. Sieht aus, als wären die Wolken und die anderen auf dem Weg. Komm mir nicht in die Quer.
Sei doch nicht so dappig, seit wann halt schon du hier die Befehle? Die Friedenstruppe, alles nur um den Feind zu schlagen. Wegen denne. Das ist privat. Der Prisi ist tot, mir redet keiner mehr rein. Heidegger, ich werde die neue Waffe einsetzen. Okay, 2 Dappschädel, tricksen der Einzigste aus, oder stechen der Einzigste aus, der noch was im Kasten hat. Ey, warten! Volk, alle... Es tut mir leid. Aber... Na, leider wirklich der Einzigste noch mit Verstand. Aber... Du bist Kummer, oder? Ich weiß. Oh, an die Musik. Ich wecke ein Eisschiff. Ich geh noch mit, gar. Boah, jetzt habe ich das auf der Weltkarte auch noch. Ach Gott, wie geil. Ich liebe das Thema. Das ist mit Abstand das großartigste von ganz Final Fantasy VII. Boah. Boah, ich habe jetzt schon wieder Pipi in der Aare. Ich will nicht wissen, wie das erst beim Remake wird. Boah. Ich mache extra rund. Ach Gott, wie schön. Ich liebe das Thema. Ah, wie schön. Entschuldigung, aber die Zeiten muss ich mir einfach immer nehmen. Ich liebe das Thema so sehr. Das ist meiner Meinung nach das Lied, was am meisten Freiheit und Pioniergeist und Tatendrang symbolisiert und ausdrückt. Wir haben Midgar erreicht. Selbst wenn wir's bis dahin packen, Midgar steht jetzt unter Kriegsrecht. Wir schaffen's niemals, uns in die Slums zu schleichen. Sieht so aus, als wären alle Verbindungen zu den Slums abgeschnitten. Hey, wo soll man da mal die Highwind? Wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir? Wenn nicht zu Land, dann durch die Luft. Boah, die Stimme. Entschuldigung. Okay, wir springen mit Fallschirme über Midgar ab. Boah, das hat richtig auf die Stimmbänder geschlagen gerade. So, die ganze Crew. Alle miteinander hoch und unsere Mannschaft salutiert vor uns. Wie episch gerade der Moment. Und dazu die Musik. Ach Gott, Entschuldigung. Die Stimmleistungen, die schlagen mir als echo drauf. Ja, das war so ein epischer Moment wieder, wo die Leute einfach sich entschließen, jetzt wirklich was zu machen und rennen alle hoch, damit sie abspringen können. Und die Crew salutiert noch vor uns, so geil. Ich sag jetzt mal kurz nochmal ja, um zu checken. Okay, wir haben alle, die wichtig sind. Unverändert losse, ja. Jetzt geht's ab. Alle hopp. Sit hinterher, Geronimo. Ja. Wow, Mann. So episch der Moment wieder.
der Heiliger ist hinter euch alle her. Jetzt ist es draußen gefährlich. Lassen uns lieber in den Untergrund gehen. Okay. Oh, und die High-Wind-Musik ist nach wie vor da. Das ist so, die Sid-Musik ist nach wie vor da. So großartig. Hier stinkt's. Bring was hinter uns. Das war unser Hojo, der nach all den Jahren den Wirbel veranstaltet hat. Och Gott, wie der rumhampelt. Wir müssen uns im Untergrund von Midgar auskennen. Hey, ich hab noch ein Hinkel mit dem Hojo zur Rupfer. Alla hopp, schnell. Wosch. Okay, jetzt wird erstmal gespeichert hier an der Stelle. Ich muss aber auch sagen, klar, der Reef hat auch seine Gründe und hat für Shinra geschafft, ja. Aber der Reef ist nach wie vor ein Kerl, der schwer in Ordnung ist. Der Mann hat zwar seine Fehler, hat einfach die Böse geschafft, in Anführungszeichen. Auf der anderen Seite kümmert er sich aber auch um die Leute und um die Zivilbevölkerung. Und das wäre eigentlich der richtige Präsident für Shinra gewesen. Meiner Meinung nach. Hier geht's neu. Weil der ist einfach volksnah und der hilft der Leid auch wirklich. Bitte schnell zur Marco-Kanon. Okay. Ah, jetzt haben wir wieder die ursprüngliche Musik. Die ach großartig ist, das kennen wir noch von ganz am Anfang. Die Marco-Reaktor-Musik. So, jetzt will ich mich aber erst mal gründlichst hier umgucken. Und nochmal jeden Schatz abstabe, den ich kriegen kann. Und mal gucken, was jetzt an Gegner kommt. Ah, okay, wieder die typische Wächter. Verrückte Säge. Uiuiuiui. Und Cromwell. Okay. Das sind jetzt schon etwas stärkere Maschinen. Mal gucken, was die bringen. 1600 Erfahrungspunkte und 160 AP. 203 mm Granate habe ich noch gekriegt. Okay. Oder etwas verbessert die Version. Hier haben wir drin. Elixier. Okay. Ach, nicht zu verachten, so Elixier. Und da ist natürlich auch noch was. Da, 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 dam, dam, dam. Ah, ja. Okay, das sieht gerade wieder alle an. Schacht ist der einfach nur Stylische im Gully, sozusagen. Komm, Barrett, gib ihm und Cloud hackt ihn nieder. Alter, wie diese Waffe einfach nur robbt ohne Ende. Die anderen zwei Viecher sind schon im Gully verschwunden. Alle und alle geboren. Ich habe gerade Trophäe erhalten in Kupfer. Materialist. Wahrscheinlich, weil ich jede Art von Materia jetzt schon mal auf Master gelevelt habe. Und ein Mega-Elixier. Cool. Okay. Also das haben wir schon mal hingekriegt. Das waren die zwei Verborgene hier auf der Ebene. So, die machen wir jetzt auch noch platt. Wobei Cloud kann immer alle heilen. Okay, das war der Konter. Normale Granate. Gut, heil uns erstmal alle Cloud. Und ja. Das ist schon mal nicht schlecht. Da muss ich nicht was Größeres nehmen. Normale Granate. Und normale Granate. Ja, der Konter ist echt nicht verkehrt. Zack, und jetzt Schnetzeln nieder. Mann, oh Meter, ist das eine Waffe, oder? Geiler Scheiß. Dafür hat sich echt der ganze Stress mit Ultima Weapon gelohnt, wie ich finde. Muss ich jetzt echt mal so rausstellen, weil, ja, der Kampf gegen Ultima Weapon war jetzt besonders hart, muss ich sagen. Es zählt halt auch noch zu der etwas schwächere Weapon. So wie Diamant Weapon ja auch so eins ist, was man schaffen kann. Das ist kein Thema. Aber Ultima Weapon, das ist auch nicht gerade so das Stärkste. Das ist vor allem, weil der Kampf irgendwie geschätzte 100 Mol gelaufen ist. Oh, da hat Cloud gerade verwirrt. Oh Gott. Jetzt ist es natürlich nicht sehr gut. Oh, Glück gehabt. Der hat nämlich Cloud verwirrt und dann setzt er seinen Doppelschlag natürlich gegen uns ein. Das war nicht so schön. Hitzer ist gemastert und habe ich nochmal als Clenny-Materia gekriegt, als Anfänger-Materia. Uiuiui, und immer auf der Barrett ausgerechnet, immer auf das arme Schwein, was es am dringendsten braucht. Nein, ich will nicht nochmal ausrüsten. Ich will Acke Materia. Ich will, dass du uns heilst, Volk. So, die zwei Buben können es gebrauchen. Du darfst zum Schluss auch nochmal. Okay.
So, jetzt gehen wir hier runter. Ach ja. Hopp. Einmal umdrehen, bitte. Ich mag die Musik total gern, die Kampfmusik. Ich finde, selten ist eine Musik so gut im Gedächtnis geblieben als Kampfmusik von einem Rollenspiel oder allgemein von einem Spiel wie die von Final Fantasy VII. Das ist neben eventuell noch Breath of Fire 3. Eine von der prägnantesten Kampfmusiken überhaupt, wie ich finde. Okay, hier können wir runter. Kommen wir in ein ganz anderes Gebiet jetzt, oder? Ja, tatsächlich. Warte mal, halt mal der Gaul an. Ne, von der Seite geht's nicht. Da muss ich dann wohl eher durch die Hinterleder nochmal hochgehen. Und kann von dort aus noch das Gebiet wechseln. Ich will nämlich hier alles abstaben, weil ich bin mir sicher, dass es hier in dem Gebiet ein Barretzer ultimative Waffe gibt. So, hier noch einmal. Wo genau, weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich weiß, dass es in dem Marco-Reaktor Barretts ultimative Waffe gibt. Die gibt's aber nur, ihr liebe Leute, das müsst ihr im Hinterkopf behalten, wenn ihr den Barrett auch wirklich im Team habt. Das heißt, ihr könnt Barretts ultimative Waffe im Marco-Reaktor nur abstauben, wenn ihr auch wirklich Barrett im Team habt. Aegis-Armband. Okay. Was ist das? Aegis-Armband, Geleitware. Bei dir wird's mal Zeit. Aegis-Armband, okay. Das macht die Zauberabwehr etwas hoch. Etwas ist gut, sehr viel höher. Aber es bietet nicht wirklich viel Materia-Slots. Nee, das ist es wieder nicht wert. Es tut mir echt leid, dass die Armbänder so schlecht sind, dass ich so häufig und so lang bei den alten Dinger da hängen bleibe. Ich würde euch da auch wesentlich gern mehr Dinger zeigen. Aber wenn die von ihrer Leistung und von ihrer Materia-Slots leider nur so schlecht und limitiert sind, dann tut's mir wirklich leid. Das ist nicht meine Absicht, dass ich euch da nur den alten Krusch zeigen will. Ich tät euch wirklich sehr gern mehr zeigen. Kann ich dort drauf? Okay, was kommt jetzt wieder für ein Wärstel? Ui, ein Behemoth. Ein Behemoth, oder? Jawohl, Behemoth. Das sind 8 Standardgegner bei Final Fantasy. Die tauchen in so ziemlich jedem Final Fantasy auf und zählen zu der härtesten Gegner. Das sind immer diejenigen, die relativ zum Schluss vorkommen und die immer ordentlich aushalten normalerweise. Aber mit der Ultima-Waffe, Schutz hat noch ein Level gekriegt. Mit der ultimative Waffe ist es natürlich ein Kinderspiel, das Vieh niederzustrecken. So, jetzt gehen wir hier nochmal rüber. Zack. Nein! Volk! Was machst denn du da wieder? So, da gehen wir auch wieder hoch. Ich liebe die Musik von Final Fantasy VII. Das ist so ein geiler Soundtrack. Ich kann es wirklich immer noch wiederholen. Auch wenn ich das jetzt bestimmt zum 20.000. Mal während dem Let's Play genau. Während ich das jetzt bestimmt zum 20.000. Mal in dem Let's Play sag. Aber der Final Fantasy VII Soundtrack ist nach wie vor Bombe. Ich liebe den. So gut wie jeden Track, so gut wie jeder ist Gold wert. Ach, wenn es welche gibt, die ich jetzt nicht so mag wie bei jedem Soundtrack, aber muss ich trotzdem sagen, dass das ein brillanter Soundtrack ist. Sternmegafon, das ist wieder verkalkt. Aber so gut wie über 90% von dem Soundtrack ist absolut Gold wert, wie ich finde. Das kann man sich immer wieder anhören. Und früher habe ich ja so eine Phase gehabt, wo ich wirklich den Soundtrack rauf und runter gehört habe, nachdem ich mir den gekauft habe. Ich war früher so richtig verliebt in den Soundtrack, könnte man sagen. So, jetzt gehen wir hier nochmal rein. Elixier, okay. Ich würde sagen, wir gucken uns vorher nochmal die untere Ebene an, bevor wir dort in die obere hochgehen. Und ich glaube, da geht es nämlich weiter bei den obere. Und gerade die Kampfmusik, wie gesagt, bis auf Breath of Fire 3 gibt es, glaube ich, echt keine prägnantere Kampfmusik für Rollenspiel bisher. Für mich. Die von den modernen, naja, die sind eigentlich auch ganz okay. Aber das von Final Fantasy VII und von Breath of Fire 3, das sind meiner Meinung nach die beste überhaupt. Nein, jetzt hat er sich nochmal selber geschnetzelt. Das ist halt fies, wenn man jemand verwirrt. Dann kann sowas immer mal wieder vorkommen.
Und das so kurz vorm Level, das ist bitter. Na gut, Barrett, du hast sowieso noch genug MP. Das machen wir mal. Ich will mal eigentlich auch wissen, wann das Ding ins aufsteigt. Wann steigt dann das Leben endlich mal auf? Haben wir es dann? Zeit, Wiederbelebung. Ah, Mann, Ometer, das braucht ja Ewigkeiten. Okay, nicht ausrüsten, yeses. Ich bin sowieso der Meinung, Barrett braucht auch mal andere Dinger. Das ist zum Beispiel absoluter Quatsch. Zerstörung. Was habe ich denn dann so ewig lang den Mist reingelost? Wir können genauso gut Ramu stattdessen reinpacken. Zeit ist sinnvoll. Wiederbelebung muss 8 drin bleiben. Zerstörung, Ramu, Hades. Ja, komm. Aber das andere, das war ja absoluter Quatsch. Das braucht ihr ja nicht. Sauber. Zack, zack, zack und zack. Okay. Gut. Dann möchte ich hier. Und hier nochmal das Rohr hoch. Wo ich da land? Ah ja, da lande ich dann. Gibt's hier was? Nein! Ich wollte hier nicht nochmal runter. Ich wollte nochmal hoch. Wolk. Dabschädel. Hoch mit dir. So, da la. Nochmal gucken. Ob es hier nicht noch irgendwas Schönes gibt. Ah ja. Okay, da komme ich nochmal die Leder hoch. Das ist gut. Sonst anscheinend nichts mehr. Dann klettern wir da nämlich nochmal hoch. Und wenn wir da hochkraxeln, müsste noch was Schickes für uns geben. Genau. Und zwar, ich hoffe, dass es das ist. Ah, jetzt machen sie es uns wieder spannend. Das ist nämlich auch der letzte Gegenstand, den ich hier aufnehme, bevor ich einen Cut setze. Wir machen noch einen Raub. Und dann kann ich einen Zerschneide Cloud. Und was gibt's? Phönixfeder gestohlen. Dankeschön, freundlicher Behemoth. Tja, Cloud macht so Dinger mittlerweile in M-Subs nieder. Das finde ich sehr gut. 1500 Erfahrungspunkte gibt er. Das ist auch nicht verkehrt. Okay, also was ist drin? Max Ray. Das ist es. Das ist es. Das ist Barretts ultimative Waffe. Setzt zwar die Angriffsprozente etwas runter, aber dafür erhöht der Angriff um 20. Hat auch genau dieselbe Materia-Slots. Und das, ihr liebe Leute, ist Barretts ultimative Waffe. Ich kriege jetzt doch nochmal zurück. Eventuell kommt man nämlich nochmal in die Verlegenheit, hier einen kleinen Kampf zu starten. Und wenn dem so ist, dann könnt ihr das Ding wenigstens auch nochmal hier in Aktion sehen. Es ist ja schon etwas gemein, wenn man so ein Ding dann sich holt. Und dann kämpft man noch nicht mal in der Episode und sieht es nicht mal mehr. Also das sei euch zumindest noch gegönnt. So, Cloud, jetzt mag ich, dass du wieder hochspringst. Und, na, okay. Hier ist unser letzter Kampf, oder noch gibt's den Cut. Wir werden von hinten attackiert, glaube ich. Jawohl. So. Das Ding sieht relativ unspektakulär aus, was er da hat. Aber wir lassen ihn jetzt einmal attackieren. 1228. Tja, das liegt aber noch daran, dass er ein kleineres Level hat, der gute Barrett. Aber das Ding wird's auf jeden Fall noch rausreißen. Södele. Und wir sehen uns dann morgen wieder, ihr liebe Leute, zu Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen, Ayan Yankee.